Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar bei euch. Daheim, bei der Arbeit, in der Beziehung. Ja, wir sind hier in einer Beziehungsgeschichte, und zwar mit diesen verschiedenen Spielen, die ihr hier seht. Primär möchte ich euch das Mafia 3 schnell zeigen. Ein sehr kontrovers diskutiertes Game. In den letzten Tagen hat ein paar Makel, mehr oder weniger schwere, und auch ein paar richtig schöne Sachen. Aber bevor wir jetzt hier einsteigen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass ja am 13. Oktober, das heisst am Donnerstag, PSVR rauskommt, PlayStation Virtual Reality Headset. Und ich habe ja von World of Games Bestätigung bekommen, dass ich mich am Release-Tag holen kann. Das heisst, ich werde vermutlich am 13. am 8. Uhr am Morgen bei WOG auf der Matte stehen und das Ding entgegennehmen. Dann muss ich dann halt bügeln, aber immerhin habe ich es dann schon. Und ich habe mit Sicherheit nichts, das beschädigt wurde auf dem Postweg, auch wenn das nicht unbedingt das Problem ist bei uns in der Schweiz zum Glück. Und um dann das auch ein bisschen zu nutzen, das PSVR, habe ich noch ein paar Gamesets vorbestellt. Fangen wir gerade an mit dem Res Infinite. Kennt ihr vielleicht noch von früher. Das Res ist so ein abstraktes Game. Ist sicher sehr flashig in VR. Dann Super Stardust Ultra VR. Super kurzer Name. Ist ja so ein Ballerspiel, wo man von oben schaut bis so einem Standardbildschirm, und mit VR bist du auch so ein bisschen mittendrin. Werden wir sehen. Playroom VR war gratis, so ein bisschen zum Ausprobieren und den Leuten zum zeigen. Tumble VR ist, glaube ich, irgend so ein Spiel, wo so Klötzchen aufeinander bauen. Die am Weekend an Swiss Toys waren, haben ja vielleicht auch Klötzchen gesehen, die aufeinander gebaut wurden, richtig hoch. Ist, glaube ich, noch cool. In den Reviews, die ich so ein bisschen geschaut habe, haben eigentlich alle Freude gehabt. Dann das Drive Club VR war natürlich ein No-Brainer gewesen, weil das Drive Club selber finde ich schon sehr nice. Und jetzt das in VR zu spielen, ist sicher cool. Man kann ja selber fahren, man kann aber auch ein Beifahren, so ein bisschen mitfahren, rausgucken. Ist sehr interessant. Bin ich sehr gespannt drauf. Rush of Blood. Zum Glück haben sie jetzt Until Dawn beim Screenshot oder halt beim Thumbnail nicht drauf da, weil eben mit Until Dawn hat das Game eigentlich nichts zu tun. Das ist ein bisschen schade, dass sie den Namen hier missbrauchen. Aber es ist ja so ein Rollercoaster, eine Achterbahnfahrt, wo du mit dem Move-Controller so ein bisschen rumballern kannst. Ist sicher auch noch easy. Ich bin gespannt, wie schlecht das man wird, weil Achterbahnen sind eigentlich prädestiniert, dass es ein bisschen komisch wird im Bauch. Riggs, Mechanized Combat League, also das Schiesserspiel in diesen Robotern. Eigentlich das, wo ich am meisten gespannt drauf bin. Neben Drive Club. Ja, weil wenn das so ein bisschen einschlägt, ist es sicher noch cool. Vor allem, weil du dann auch in Virtual Reality echt rumschauen kannst. Dann am Schluss haben wir dann noch das Batman Arkham VR. Ist so eine 1,5-stündige bis 2-stündige VR-Erfahrung. Nicht wirklich ein Game, aber es ist auf jeden Fall cool, mal der Batman zu sein. Ja, die Sachen sind alle so zwischen 60 oder nicht ganz 60. Das Drive Club war, glaube ich, relativ hoch im Preis und etwa 20 Stutz gewesen. Also das Zeug kostet eben gleich etwas, und ich hoffe, es hat sich da auch beim einen oder anderen gelohnt. Wir werden es sehen. Ich habe davor so ein Feedback-Video zu machen, wo ich so ein bisschen über die Hardware und über Games, die ich getestet habe, berichte. Aber vermutlich nicht mit Gameplay, weil das alles noch aufzubauen und richtig einzustellen, dass man dann mehr sieht, das Game sieht und so, das nehme ich mir gerne mal Zeit, wenn ich ein bisschen habe. Aber ja, momentan denke ich, begnügen wir uns mit einem kleinen Feedback. Die noch so ein bisschen am Wehrweisen sind, haben dann hoffentlich eine Unterstützung bei der Kaufentscheidung, und die es interessiert, haben sich sehr auch schon vorbestellt. Hat sich jemand sonst noch vorbestellt? Würde mich schon noch interessieren. Ich nehme an, der Screech hat aber von den anderen, ja, hat es sonst noch jemand. Weil so ein paar Games zusammen in VR spielen, ist das sicher auch noch flashig. Das reicht jetzt für den Moment. Ich wechsle gerne zu Mafia 3. Hat leider ziemlich viele Bugs und Glitches. Geht mal vorweg. Auf dem PC fast am meisten, aber einiges haben sie schon ein bisschen patchen. Allgemein das ganze technische Gerüst von diesem Game ist leider nicht so der Wahnsinn, obwohl es eben schon sehr beeindruckende Sachen auch hat, wie auch der Charakter in den Zwischensequenzen. Und wenn wir schon bei den Zwischensequenzen sind, können wir auch zur Story kommen, weil die scheint richtig gut zu sein, muss ich sagen. Das Gameplay selber ist halt immer so ein bisschen ähnliche Aufgaben wie bei manchem Open-World-Game, also ein bisschen repetitiv, aber mich stört das jetzt nicht wahnsinnig, weil
du hast dann gleich auch gewisse Nuancen. Das Beste am ganzen Game ist ganz klar die Atmosphäre. Das New Bordeaux im Stil von New Orleans haben sie wirklich wunderschön getroffen. Musiksender sind cool, die Konversationen sind cool, auch das ganze Rassismus-Thema wird eigentlich noch relativ interessant beleuchtet. Du wirst halt je nachdem, in welchem Gebiet du strikt vor der Stadt unterwegs bist, wirst du auch anders angesprochen oder eben angefielt. Und ja, das sind wir, der Lincoln Clay. Er hat auf der Seite ziemlich eine Straube Narbe, weil ganz am Anfang, kleiner Spoiler, sorry, haben sie ihm die Lichter ausknipsen mit einem Schuss in Herz und das hat dann nicht wirklich geklappt und jetzt ist er halt auf Rache aus. Also das Grundgerüst der Story ist sehr simpel, aber was dann darum umgestrickt wird, ist cool, wirklich sehr cool. Nur schnell zum zeigen, das ist New Bordeaux hier. Unten sind die Sümpfe, dann sind die Standardviertel, gegen oben wird es immer wie reicher. Holy shit! Gar nicht gewusst, dass ich da oben schon Zeug freigeschaltet habe. Nice. Ja, die Map ist sicher weniger gross als jetzt zum Beispiel das GTA 5, aber das ist vermutlich auch gar nicht das Ziel gewesen, die zu toppen. Jetzt habe ich hier eben verschiedene Missionen, Zeug und Sachen. Sonst gehe ich hier noch schnell runter mit dem Conny DeMarco reden. Dort gibt es dann vermutlich auch ein paar Missionen oder so wieder. Und dann kann ich euch auch etwas zeigen. Wir laufen eben immer wieder so an Menschengruppen vorbei und hey, ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass sie das Gleiche gesagt haben. Von diesen Standardsprüchen natürlich schon, aber zum Teil haben sie wirklich richtige Themen, die sie besprechen und darum sehr, sehr cool gemacht haben. Also, jetzt muss ich schnell die Musik ausschalten. Nicht, dass da noch irgendetwas geflaggt wird. Aber wirklich richtig nice Sound. Hey, lass mal, irgendwie kann man dort den Radiosender gar nicht ausschalten. Oder ist schnell es gerade nicht, darum mache ich es eigentlich standardmäßig. Geschwind das Musikvolume senken. Und dann laufen wir durch. Aber wie gesagt, nicht die Schwierigkeit. Es tut mir leid, ich würde mich gerne mit diesem wunderschönen Sound berieseln während dem Zuhören, aber ja, am Schluss wird es wieder geflaggt und das wäre leid. Ja, ihr seht, die Grafik ist noch speziell. Einerseits eben schön die Atmosphäre eingefangen, aber andererseits sieht es doch zum Teil auch fast ein bisschen aus wie ein PS2-Game, was schon noch wicked ist. Und gerade der Himmel nach dem Forza Horizon 3, wo der Himmel so genial aussieht, sorry, falsch gefahren, ist das hier zum Teil fast eine Frechheit, wie es aussieht. Ja, zum Teil wird man von Gegnern gekillt, die irgendwie hinter einer Wand sind. Zum Teil spickt es einem hoch in die Luft, obwohl das man eigentlich gar nicht am Hüpfen ist. Und Hüpfen kann man eben nicht auf den Knopf drücken. Es wird auf der Playstation mit dem Triangle gemacht, also Y auf der Xbox. Und ich kann das nur dann machen, wenn das Game das auch vorsieht. Zum Beispiel hier kann ich drüber hechteln, hier kann ich dann auf eine Karre hüpfen, aufs Dach. Aber ich kann jetzt nicht einfach so random hier hüpfen. Ich habe mir, wenn ich Bekloppter, vielleicht hört man es, auf den Knopf und er hüpft einfach nicht. Das ist ein bisschen eine komische Entscheidung. Ja, ich meine, so können sie ein bisschen vorwegnehmen, dass man irgendjemand rausspringt oder glitscht. Hey, und sie ist da voll vor der Scheisse eingepennt. Sie reden da so ein bisschen, wenn sie gezögert sind, wenn sie schlecht schlafen. Ja, es trägt nicht unbedingt etwas zum Game bei, aber es trägt absolut zur Atmosphäre bei. Finde ich sehr, sehr nice gemacht mit diesen Konversationsfetzen, die man auch hört. Und es ist auch noch gescheit, man hört es ein Zeitchen, nicht nur gerade, wenn man neben ihnen steht. Das ist zwar nicht unbedingt realistisch, aber für das Game auf jeden Fall hilfreich. Also, mal schauen, was der Goni meint. Ja, irgendwie muss man immer für die Unterbosse oder muss man die Unterbosse ausschalten, das ist so ein bisschen wie Shadow of Mordor. Und dann kommt man zu den Mittelbossen und wenn man die auch ausschaltet, sind dann die Hauptbosse am einfachsten, aber man kann direkt zu den Hauptbossen. Und dann hast du auch dann die Situation, dass dort alle Neben- und Unter- und Mittelbosse auch noch mithelfen bei diesem Fight. Ja, ja. Ist noch gut gemacht. Der Vito ist ja auch da aus dem zweiten Teil noch. Man hat eben so 3 Untergebene, wo man dann unterschiedlich belohnen kann. Und die geben dann wiederum auch
Perks oder Skills und von dem her bietet es auch noch etwas, falls man es nur mal durchspielen will. Ich kann mir jetzt aber gerade persönlich nicht vorstellen, dass ich das wieder machen werde. Wenn ich das Ding durch habe, dann wird es auch das gewesen sein mit dem Game. Ja, es ist irgendwie... Ja, es ist noch schwierig. Eben, viele haben, glaube ich, so 7 von 10 oder halt 60% Spielerspass gegeben. Ein paar sind noch ein bisschen drunter geschossen, ein paar drüber. Aber so das Feld hat sich schon eben so bei 60-70% Spielerspass getroffen. Und das ist nicht falsch, weil man kann mit dem Game absolut Spass haben. Aber es ist fast so, als hätte es noch 1-2 Monate eigentlich in der Qualitätskontrolle müssen verweilen. Und dann hatten wir hier ein richtig gutes Produkt gehabt. Und so haben wir halt einfach nur ein okay Game mit ein paar richtig fiesen Bugs. Aber auch coole Momente. Das ist eigentlich das Gute. Es ist nicht ein totaler Bruch. Eigentlich kann ich hier jetzt so ein bisschen einen Nebeneingang verwenden. Die Gebäude kann man natürlich nicht in alle, aber noch in erstaunlich viel. Es wäre natürlich cool, wenn wir hier aufmachen könnten, unten durch in das andere Gebäude, aber das ist nicht der Fall. Was haben wir hier? Ein Kanal. Ja, ich würde sagen, den versuche ich. Es wäre natürlich noch stylisch, wenn wir hier runterhüpfen können, aber das ist auch nicht möglich. Es sieht gar nicht so aus, als wäre hier irgendwo eine Tür. He? Damn. Muss ich jetzt wirklich voll durch die Front reinziehen? Das wäre ein bisschen unglücklich. Irgendjemand sieht mich da schon, gespässig. So, also. Das heisst, dass wir jetzt hier mal das Gebäude betreten. Hier ein kleines Türöffnungs-Minigame. Ja, die sind alle etwa gleich bekloppt, oder? Aber es kann ja nicht sein, dass man einfach in jede Tür reinläuft. Darum müssen sie halt so Zeug einbauen. Jetzt kann ich den rechten Stick klicken und dann von der anfangen schleichen. Schnell um die Ecke schauen, ob da einer ist. Jetzt kann man hier das Pfeifen brauchen und das ist sowas von OP. Das glaubst du gar nicht. Du kannst Gegner alle einzeln herlocken mit deinen Pfiffen und sie dann ausschalten, ohne dass das ein anderer schnallt. Der andere kann aber nicht die Türen auftun. He? Man glaube ich vorhin seine Knarren durchglitschen. Mal, tatsächlich, er hat es geschafft. Jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Da sind ja jenste Gegner rum. Ja gut, wobei jetzt schnell sind sie alles schon. Schnauze. Jetzt haben sie das, glaube ich, eben nicht geschnallt. Genau. Jetzt habe ich das schnell genug ausgeschaltet. Jetzt mal schnell schauen, ob ich hier führen kann. Das heisst, dann locke ich jetzt den Anger hier wieder her. Und eben die Missionen und Aufgaben wiederholen sich ein bisschen, aber man kann halt auch selber entscheiden, was man daraus macht. Und dann gehst du halt mal mit ganz Blazing rein oder beim anderen Mal ein bisschen sneaky. Und das ist in dem Sinn Games, die einem nicht so einen Hang nehmen und die Freiheit lassen, die kommen halt auch nicht bei allen gut an. Und ich kann es verstehen, weil wer will schon ein Missionsdesign, das einem nicht wirklich so vorgibt, was man machen muss. Aber mir gefällt das eben schon noch. Es ist halt ein Open-World-Game. Und dann hatten wir hier jetzt die Situation, dass halt einfach das Grundgerüst, das technische Gerüst nicht so toll ist. Und das hat halt einfach fast ein bisschen das ganze Game versaut. Du hast eine Scheisse, sehr gut. So. Oh. Zum Glück hat der Typ in die andere Richtung geschaut. Ja, also es ist halt schon ein bisschen brutal. Aber die Gegner sind zum Glück steinblöd. In der Masse sind sie natürlich gefährlich. Und auf höherem Schwierigkeitsgrad agieren sie dann nicht unbedingt intelligenter, sondern haben einfach vielleicht ein bisschen mehr Leben oder so. Ich kann aber trotzdem eigentlich eine Kaufempfehlung für das Game aussprechen, ohne schlechtes Gewissen.
Es muss sich natürlich jeder selber überlegen, ob er so Freude hat an eben Open World Games. Aber wer ist da so am Schmatzen? Ist das irgendein Gangster? Aber rein nur die Story und wie da gewisse Themen behandelt werden, kann man sagen, mal, das Game ist absolut sein Geld wert. Also jetzt haben sie mich leider entdeckt, weil ich doch ein bisschen, ohne zu schauen, ums Eck bin. Jetzt können wir hier schnell ein bisschen Schiessereien durchziehen. Ui, schlecht geschossen. Das ist ja voll der Wicked, der Typ. Clever, das war jetzt nicht so dumm, ja. Oh nein, jetzt schicken sie eine Verstärkung. Scheiße, Mann. Also, das hätte ich jetzt nicht zulassen sollen. Jetzt kommt Verstärkung. Die Frage, wo die Scheiben herkommen. Oh, von unten. Oh nein, oh Jesus Gott, hey. Halleluja. Ja, ich glaube, das ist mein Tod. Ja, Scheiße, aber wenigstens ein paar mitgerissen. Schön übers Geländer geht. Alright, ihr seht, man stirbt auch zwischendurch, weil eben die Gegnermenge vielleicht ein bisschen grösser ist, aber wenn man sie so einzeln abkassieren kann, ist es voll easy. Die Ladebildschirme finde ich super, das sind sicher so Entwürfe. Ideensammlungen hat man ein bisschen aufgezeichnet, wie man sich das vorstellt. Designskizzen und das haben sie dann eingebaut. Das sollte eigentlich mehr Games machen, finde ich. Weil meistens bekommt man ja dann so ein schäbiges Artbook und dabei können wir das gerade im Game einbauen. Alright, jetzt habe ich ein bisschen Geld verloren, weil ich gestorben bin. Unten, das, was man im Portemonnaie hat, das wird dann halbiert, wenn man eben ins Gras beißt. Aber mittlerweile habe ich hier so eine Dame freigeschaltet, wo mir auch das Geld in mein Versteck bringt. Das muss man ganz am Anfang noch selber machen. Ja, also. Cool. Sie redet auch noch ein bisschen Französisch. Und der Himmel ist eben schon gespässig. Okay, second try. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob wir die doch anlocken mit diesen Pfeifgeräuschen. Ja, das Gute ist auch immer, dass meistens nur einer kommt. Ja. Der schnallt dann auch nicht, dass sein Kollege hier abgeschlachtet wird. Wobei, da sieht jetzt, glaube ich, der Todkörper. Trotzdem hat er es nicht wirklich können zu seinem Vorteil nutzen. Jetzt ist, glaube ich, hier innen einer. Oh nein, der ist schon tot. Fuck. Wie mache ich das? Kann ich hier herlocken? Schön, wenn der so relaxed bleibt. He? Hin und her chillen. Scheiße. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, noch einen. Das ist der hier hinten ist. Oh, zwei, Scheiße. Ja, das ist gut, da ist hier irgendwie sein Getränk. Oder eins am Räucheln, gemütlich. Der eine von den Komplizen von mir ist auch die ganze Zeit am Rauchen, weil es selber halt in den 50er, 60er Jahren auch in den Filmen konstant war, wo man noch nicht wirklich geschnallt hat, dass das ein bisschen ungesund ist. Okay. Der nächste Schritt. Mal schauen, ob das Pfeife jemand hört. Ja, voll, da kommt einer. Hey, zum Glück kann man das. Aber sie hat es schon fast ein bisschen stark gemacht. So, mal schauen, ob wir jetzt noch den anderen nehmen können.
Nein, das ist ein anderer. Scheiße. Ich möchte den rechts von mir. Mal, er kommt gut. Und der dort oben muss ich eigentlich fertig machen, weil der alarmiert nach Verstärkung. So, kommst du gerade hier rein, merci Würsteli. Schnell schauen, da hinten liegt noch irgendwo Geld, oder was? Nein. Fuck. Jetzt weiss ich auch nicht, auf welcher Seite ich am besten raufgehe, muss ich ganz ehrlich sein. Aber da scheint es mir generell ein bisschen weniger Gegner zu haben. Das heisst, ich würde jetzt einfach mal diesen Weg hier einschlagen. Jetzt haben wir hier oben einen. Der ist völlig ahnungslos. Vis-à-vis hat es auch zwei, aber die sind wirklich weit weg. Der andere hier. Mal schauen, ob wir den anlocken können. Der hat sicher gleich gesehen. Yep, gut. Der soll keinen Stress mehr machen. Dann haben wir durch den noch einen. Oh Scheiße, oh, das ist nicht gut. Vor allem über die Distanz. Und durch den kommt, glaube ich, auch einer auf, oder so. Jesus, wo ist echt der Sentry-Typ? Scheiße, wo ist das hier? So, tack. Und dann jetzt noch da. So, und da muss man jetzt irgendwie verhören oder so. Sorry. Oh nein, jetzt können wir schon. Nein. Scheiße, jetzt schießt mir diesen noch in den Rücken, da bin ich sicher. Oh Scheiße. Drüber. Also gut, jetzt muss es einfach länger. Hey, nein, was läuft mit dem? Wieso kann ich da nicht? So, jetzt können wir killen. Jetzt hoffe ich einfach nicht, dass sie mir schießen. Jetzt kann ich wählen, ob ich ihn zu meinem Team nehmen oder killen will. Ich nehme ihn immer ins Team rein. Mal schauen, was das am Schluss für einen Unterschied macht. So, tack. Trotzdem, die Lichter knipsen wir auf jeden Fall aus. Jetzt kann man dann noch ein bisschen Geld einsammeln. Jetzt bekommt man eben halt so Bonuszeug. Dann kann man immer wählen, zu wem dass man das Gebiet zuteilen will. Hier habe ich jetzt nur den Vito zur Auswahl gehabt. Cassandra war es auch vorher. Und später kann man dann auch wirklich aus diesen 3 auswählen und sich dann so verschiedene Boni noch erarbeiten. Die Wortwahl ist eigentlich auch sehr direkt. Finde ich noch passend. Schliesslich sind das ziemlich brutale Gangstergielen. Hier sieht es jetzt wieder nicht so schlecht aus, aber eben gleich gängig ein bisschen spässig irgendwie. Auf dem PC kann man dann mit SweetFX so ein bisschen andere Shaders und so noch reinspeisen und die Grafik noch ein bisschen aufpolieren. Das Game ist eben auch so ein bisschen, wenn ein Dokumentationsfilm aufbaut. Das ist ja noch vom zweiten Teil, glaube ich, Empire Bay. Schon sehr interessant, wenn man so ein bisschen der Story folgt. Es bietet einem schon einiges. Also, District, you've taken down one of the... Unlocks higher level favors and services. Das ist doch gut. Also, jetzt hätten wir da eigentlich schon alles. Jetzt weiss ich nicht genau, was der Stern da bedeutet.
Okay, der will scheinbar ein bisschen aufs Maul. Aber ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach nur schnell hier rauf. Dann seht ihr noch ein bisschen etwas von der Map. Schön gut gehängt. Und man darf einfach wirklich nicht vergessen, man hat dann immer noch sehr, sehr, sehr coole Musik beim Rumcruisen. Ich weiss, das ist Standard oder fast Standard bei den Open World Games, aber hier hat man jetzt wirklich mal eine Epoche, wo man noch nicht so oft gespielt hat. Okay, da kann ich so ein bisschen Unterstützung anrufen, das ist doch super. Auf der Karte sieht man auch die Bullen. Hier die grünen Pfeile sind so mechanische Teile oder elektronische Teile, die ich einsammeln kann, damit ich dann so Abhörzentralen pro Quartier kann aktivieren kann, wo mir Zusatzinfos geben. Dann gibt es noch so Collectibles, so Magazine, Playboy-Magazine, irgendwelche Mechaniker-Magazine, Vinylplatten aus dieser Zeit für zusätzliche Sounds. Halt auch wieder typisch Open World Games, so ein bisschen Sachen zum Einsammeln, die einem auch ein bisschen busy behalten. Wow, die Steuerung kann man auf Simulation schalten, das habe ich gemacht. Und so kannst du mit den Kehren nicht einfach wie auf Schienen umkurven. Und weil das halt auch noch ein bisschen oldschool-mobil sein, sind die Bremsen auch noch nicht so strong. Man muss seinen Fahrstil schon ein bisschen anpassen. Wenn ich aber von Forza Horizon 3 auf das wechsle. Ja, und gerade im Vergleich zum Forza, auch wenn es natürlich ganz andere Games sind, kackt das eigentlich komplett ab, weil meistens habe ich so nach einem Stündchen eigentlich genug von Mafia 3 und los mal wieder sein für einen Moment. Und beim Forza Horizon 3 wirst du eigentlich wirklich wie so eine Spielsüchtige dran behalten, mit immer wieder neuen Belohnungen und interessanten Sachen. Aber das sollte ich eben definitiv nicht machen, der Vergleich, weil das Mafia 3 macht echt auch Spass. Und ich bin nicht bezahlt vom Entwickler oder Publisher, sondern versuche hier so ein bisschen einen tieferen Einblick zu geben. Und ihr habt sicher auch schon ein paar Reviews davon gesehen, für die es eben interessiert. Also ich erzähle hier jetzt nichts Neues vermutlich. Hey, zieh nicht den Himmel rein, das sieht so strange aus. Fast ein bisschen wie ein Picasso-Bild oder so. Oder direkt aus der Hölle. Yeah. Mal schnell schauen, der Burke ist hier der Irish Gangster. Sein Sohn ist auch gestorben, wo man uns hier hat erschiessen wollte. Try the back door. Alright. Ist schon ein bisschen einer über den Durst getrunken, hä? Geil, also jetzt muss ich dann sich ein bisschen Angst machen. So Missionen sind immer cool.
Da würde jetzt vermutlich richtig coole Musik laufen im Hintergrund. Einfach, dass ihr es nicht vergessen. Ihr seht hier oder hört nur einen kleinen Teil vom Spiel. So, jetzt habe ich es da. Nice one. Wow. Er ist so eine Wichserin, möchte eigentlich gar nicht ins Team nehmen. Aber eben, vielleicht kommen sie sich schon noch näher und das spricht ja auch für eine gute Story, wenn es auch Charakter hat, die ihm nicht so sympathisch sind. Alright, Lincoln Clay wäre das. Sorry, etwas muss ich noch zeigen, der Jim Sterling hat so Freude an dem. Hier kannst du einfach, jeder Passant kannst du einfach einen Boden smacken und es tut jeder genau gleich einen Boden smacken. Das ist in dem Sinne nicht so interessant. Da hat es noch so ein Bullenschwein. Oh, okay. Ah, da schaut er gerade so um. Okay. Da hat es wieder einen. Tack. Von vorne gibt es die Faust und von hinten wird man einfach auf den Boden gesmackt. Oh shit, das ist ein bisschen brutal, he? Dann gibt es auch bei die Bullen holen wollen. Das ist ein Fehler, Junge. Da macht es ein kleines Nickerchen. Und mit der Frau ist er zum Glück nicht so brutal. Und gleichzeitig ist er halt schon ein Leidensiech, ein Gauner. Aber das Geräusch, das es macht, wenn dann ihre Gesichter auf den Boden treffen, haben sie gut getroffen. Und ich würde das niemals empfehlen, in Realität natürlich nachzumachen. Jemandem Schmerz zuzufügen, ist nicht unbedingt die Idee. Aber in einem Game kann man das schon mal ausprobieren, oder? Klack! Klack! Sorry. Alright, und ihr habt jetzt gesehen, der zweite Typ hat schon gesagt, hey, ich habe nichts gesehen und so, hat sich in dem Sinne aus dem Verkehr ziehen. Und im reichen Viertel würden sie jetzt auch gerade eben den Bullen anrufen, halt nicht übers Handy, weil es das noch nicht gegeben hat, logischerweise. Aber ja, wirklich gut umgesetzt, das Game. Ich kann auch ein bisschen sinnloses Zeug machen. Und im Wasser hat es aber sogar Krokodile, die einem fressen können. Keine Blasse, ob es irgendjemand lustig gemacht hat, der es bisher noch nicht im Fokus hatte. Das wäre auch meine Meinung dazu gewesen. Wenn ich jetzt einen Score geben müsste, würde ich auch bei einem 7 von 10 verweilen, weil für das 8 schafft es in meinen Augen auf keinen Fall. Für das ist es einfach halt, ja, keine Ahnung, eben ein bisschen zu wenig gut ausgearbeitet in Bezug auf so viele Details. Und andere Sachen sind dann wiederum schon cool, aber auch dadurch, dass ich es nicht so lange am Stück spielen muss, yeah. Ein gutes Game, 7 von 10 ist immer noch tiptop, aber sicher nicht gerade für jeden so flashig wie andere Open-World-Games und halt der König der Open-World-Games, GTA 5. Mit diesen Worten möchte ich mich hier verabschieden und begrüße euch dann sicher in den kommenden Tagen mit dem PS-VR-Video. Wäre cool, wenn ihr noch kurz Bescheid geben würdet, ob ihr euch das Ding auch zieht. Ist geil, die Leute bleiben stehen und versuchen auch, die Sachen so ein bisschen aufzuwecken. Sorry, es ist schon ein bisschen fies. So ein bisschen die dunkle Seite ausleben. Gehen wir jetzt hier mal ein bisschen verstecken. Also, habt's gut. Tschüss zusammen.